Janina Krucker zu unserem Sonntag. Mein Name ist Philemon Resnick, ich bin der Pastor hier in der FEG Embrach und ich freue mich sehr, dass wir dich einladen konnten, dass du heute hier bist. Danke. Du warst lange aktiv Skispringerin, da wollen wir einiges hören, aber wir beginnen mit Gefühlen, wir sprechen über Gefühle. Wie fühlst du dich, wenn du heute hier vor diesen erwartungsvollen Gesichtern sitzt, hier bei uns in der FEG Embrach? Ich fühle mich geehrt und ich freue mich einfach, hier zu sein, denn das, was wir heute erzählen wollen, das, was ich heute mit euch teilen möchte, da geht es nicht per se um mich, sondern es geht um die Geschichten, die wir Menschen immer wieder mit Gott erleben, und das ist eine Freude, dass ich das teilen darf. Das klingt schon sehr spannend, oder? Ich habe aber noch eine zweite Frage über Gefühle, weil ich habe in der Vorbereitung hatte ich ein bisschen gemischte Gefühle. Und zwar habe ich mir vorgestellt, wie sich das anfühlt, wenn man oben auf so einer Schanze steht und man hat diese Skier an den Füßen und diese zwei Spuren und es geht einfach nur den Berg herunter und man kann nicht mehr bremsen oder irgendetwas machen und irgendwann hebt man ab und weit, weit vorne, 100 Meter oder noch mehr, landet man wieder auf dem Boden und ehrlich gesagt, mir hat das die Nackenhaare standen mir zu Berge und das Schweißgefühl, Angst und so weiter. Wie beschreibst du deine Gefühle, wenn du da oben auf diesem Bankbrett sitzt, bereit für den Sprung? Vorfreude. Also ich habe immer gesagt, ein bisschen oder Respekt, wenn man da oben steht, ist natürlich und ist gut. Wenn man als aktive Athletin oder Athletin oben ist und Angst hat, sollte man nicht springen. Aber dennoch, dieses Gefühl, dieses Respekt, den man auch ein Stück weit überwinden muss, das ist mir immer wieder begegnet. Das hat man vor allem am Anfang der Saison, wenn man länger nicht gesprungen ist, dann braucht es wieder 1, 2 Sprünge, um sich daran hinzutasten. Und dennoch hat es einfach immer Freude in mir ausgelöst. Und das Spannende ist immer dieser Moment der Überwindung. War immer nur kurz, weil wenn man da auf dem Balken sitzt, ist es nur der Moment, den man loslassen muss. Sobald ich losgelassen habe, wusste ich immer, jetzt gibt es sowieso kein Zurück mehr, jetzt kann ich es auch einfach genießen. Und was würdest du sagen, was ist für dich dann die Faszination an diesem Skispringen? Ich glaube, es ist die Kombination des Fliegens, des Adrenalins und des Loslassens. Skispringen ist eine sehr technische Sportart. Alles läuft aber im Unterbewusst ab. Ein Sprung dauert von diesem Moment des Loslassens des Balkens, bis man landet, je nach Schanzengröße, nur ein paar Sekunden. Und man muss dazwischen reagieren, eine Technik abspulen, aber das geschieht alles im Unterbewusstsein. Selbst wenn etwas Unerwartetes geschieht in der Luft, ein Luftstoß, irgendwie einen ergreift, dann handelt man intuitiv und im Unterbewusstsein. Und diese Tatsache, dass man im Unterbewusstsein einfach oder sich auf das Unterbewusstsein verlassen kann, ist etwas ganz Besonderes. Und dieses findet seinen Höhepunkt natürlich in diesem Moment des Fliegens. Es ist nämlich nicht ein Moment der Schwerelosigkeit, sondern es ist wirklich ein Moment, in dem man sich getragen fühlt von etwas Unsichtbarem. Weil es ist dieses Luftpolster, man segelt, man wird getragen, man ist nicht schwerelos, sondern man wird getragen von etwas Unsichtbarem. Ja. Also das ist schon fast eine Predigt. man könnte sagen, du bist Expertin im Loslassen und im sich tragen lassen von etwas Unsichtbarem. Ja. Das finden wir noch heraus. Sehr gut. Wir haben hier auch ein paar so dieser aus deinem Trophäenschrank oder wo du es her mitgebracht hast. Du hättest noch viel mehr mitbringen können. Das sind aber ein paar besondere Stücke, die du dabei hast. Vielleicht sagst du zuerst zu den Medaillen etwas, wo du diese gewonnen hast. Ja, sehr gerne. Die Medaillen, die hier sichtbar sind, stammen von der JWM, das heißt von den Jugendweltmeisterschaften, verteilt zwischen den Jahren 2015 und 2018. Genau, da durfte ich mehrmals daran teilnehmen.
die sehen genauso aus wie die Medaillen, die man auch bei einer richtigen WM gewinnen kann. Die sind dann einfach etwas größer. So manche konnte ich leider nicht mitbringen, aber für mich sind die ganz besonders, weil diese JWM-Wettkämpfe sind einfach etwas Spezielles, weil man dort unter den Jugendlichen, unter den Gleichaltrigen ist. Und was auch noch besonders ist, ich habe alle diese Medaillen in einem Teamwettkampf gewonnen. Das sind also keine Einzelleistungsmedaillen. Und das ist für eine Einzelsportart etwas sehr Besonderes, weil normalerweise sind wir immer Einzelkämpfer. Und wenn man die Momente erleben kann, als Team, als Teamleistung Medaillen zu gewinnen, ja, dann ist das einfach was ganz Spezielles. Deswegen freue ich mich, dass ich die hier mitbringen durfte. Wir sehen im Hintergrund auch bereits einige Bilder eingeblendet von diesen Junioren-Weltmeisterschaften. Das sind ja auch richtige Weltmeisterschaften im Juniorenalter. Und in der Mitte, das ist noch eine andere Auszeichnung in dem Sinn, ein Pokal. Wo hast du den her? Genau, das ist sozusagen mein Goldstück mit der Höhepunkt meiner Karriere. Und zwar ist das ein Pokal für den 2. Platz im Weltcup. Den durfte ich 2013 an meinem ersten Weltcup in Lillehammer, Norwegen, gewinnen. Und genau, das war meine beste Platzierung im Weltcup, die ich erreicht habe und entsprechend auch mein wertvollster Pokal. Also jetzt, wir müssen vorne beginnen. Ja. Ihr merkt schon, oder? Also in Lillehammer hast du erzählt, da warst du 14-jährig. Genau. Du bist jetzt ja hier und bist immer noch sehr jung. Und da sind wir auch gespannt, was das für die Karriere, für deinen Erfolg bedeutet oder wie diese Geschichte geht. Aber wir wollen mal ganz an den Anfang springen, wie das alles begonnen hat. Wie kommt jemand dazu, Skispringerin zu werden? Ja, also ich glaube, bei mir waren es wirklich die Kombination aus unterschiedlichen Faktoren. Zum einen durfte ich aufwachsen in dem schönen Engadin in Samaden und man kennt dort vielleicht eher die Ortschaft St. Moritz und St. Moritz hat auch heute immer noch Skisprungschanzen. Und zum einen gibt es dann die Möglichkeit, es überhaupt auszuprobieren und auszuüben, wenn man in der Nähe von einer Sprungschanze wohnt. Und zum anderen war mein Vater selbst ehemaliger Skispringer, was dazu geführt hat, dass mein Bruder neugierig wurde, was das eigentlich ist, was mein Dad da früher immer gemacht hat und dann das selber ausprobieren wollte. Und ich persönlich bin dann eigentlich dazu gekommen, dass wir keine Babysitter hatten. Also man muss vielleicht kurz dazu sagen, ich bin aufgewachsen in einer sehr großen Familie. Ich habe 5 Geschwister und ich bin die Jüngste. Und zu dieser Zeit, als mein Bruder dann schon aktiv mit dem Skispringen begonnen hat und regelmäßig Training hatte, hat mein Vater angefangen, auch als Trainer wieder ihn zu unterstützen und immer mitzugehen. Aber ich und die zweitjüngste Schwester konnten dann nicht immer alleine zu Hause bleiben und entsprechend haben wir sie einfach sehr oft begleitet und haben dann im Schnee gespielt, während sie trainiert haben und irgendwann haben wir gesagt, hey, wieso probieren wir es nicht selber mal aus, haben uns eine Ausrüstung geschnappt und sind auf die ganz kleine 15-Meter-Schanze hochgestapst. Das stelle ich mir schon recht, ja, 15 Meter, gut. Genau. Wie alt warst du da? Da war ich ungefähr 8 Jahre alt, ja. Genau. Und wir sind beide gesprungen. Meine Schwester hat einen einzigen Sprung gemacht und gesagt, das reicht ihr. Und ich habe gesagt, ja, ich möchte mehr und bin dann dabei geblieben. Also wirklich dieser eine Moment, da hat es mir den Ärmel genommen, würden wir sagen, ja. Genau. Da hat dich die Faszination gepackt und da hat es eigentlich gestartet, dass das Skispringen deine Leidenschaft war und wurde. Genau, ja. Und da hast du auch, gab es da einen irgendwie Skispringclub oder wie war das dann? Wie lernt man das? Ja, also genau, St. Moritz hatte da einen Skiclub. Mein Vater wurde dann auch Trainer von diesem Skiclub und entsprechend wie bei allen anderen Sportarten auch, gibt es dann regelmäßig Trainings, meistens Mittwochnachmittag, dann unterschiedlich. Manchmal haben wir Athletiktraining gemacht, wo wir in den jungen Jahren viel einfach verschiedene Sportarten sonst noch ausgeübt haben und dann eben das Training auf der Sprungschanze. Und für mich und auch für meinen Bruder damals noch war das Spezielle schon, dass seit Beginn an war mein Vater immer mein Trainer. Ja, und nochmal, um das einfach zu verstehen, wenn man beginnen will mit Skispringen, muss man mit der 15-Meter-Schanze beginnen. Das ist das Minimum.
Das ist das Minimum, genau, ja. Aber also ich vergleiche das immer mit die 15 und auch noch die 30 Meter Schanze findet man von der größentechnisch auch in einem Funpark, in einem Skigebiet. Also das ist wirklich, die sind wirklich noch sehr klein. Das Spezielle ist, dass sie mit sehr langen Skien gesprungen werden, schon im kleinen Alter. Während dann mit den Alpinskien, mit kurzen Skien, ist das einfacher, über eine solche Schanze zu springen. Aber man muss sich da herantasten und das macht man eben, wenn man selber klein ist und dann auf kleinen Schanzen. Du bist natürlich sehr früh auch schon an Wettkämpfe gegangen. Wir haben ein Bild dabei, da warst du 2009 mit 11 an einem Wettkampf. Wie muss man sich das vorstellen? Wie geht das? Genau, das Bild, wo man hier sieht, das ist ein Wettkampf tatsächlich in St. Moritz auf der 30-Meter-Schanze. Ja, wie funktioniert das? In der Schweiz gibt es eine Wettkampfserie, die heißt Helvetia Nordic Cup. Die gibt es immer noch. Und die hat immer über den Winter verteilt stattgefunden und da kann man schon auf den kleinsten Sprungschanzen teilnehmen. Und man wird dort, tritt man gegen die Gleichaltrigen an, also man ist dort nach Jahrgang zugeteilt. Es gab keine Unterscheidung zwischen Jungen und Mädchen, also ich bin damals immer gegen die Jungs auch gesprungen und teilgenommen. Und dann gibt es einfach einen Probedurchgang, wo man mal ein bisschen ausprobieren kann und dann 2 Wettkampfsprünge, die dann zählen und schlussendlich die am weitesten springen, gewinnen. Und dieser Wettkampfmodus, der ist bis heute auch, gibt es bei den Weltmeisterschaften und Olympiade immer gleich. Das heißt, man beginnt schon von klein auf genauso daran teilzunehmen. Und da warst du von Anfang an erfolgreich, oder wie war das? Ja, also doch. Ich würde sagen, ich durfte schon damals immer wieder auf den Podesten landen. Auch eben gerade gegen die Jungs. Und ich glaube, das war manchmal für einige Jungs nicht so einfach. Aber genau, es gab sowohl das eine als auch das andere. In diesem Alter, glaube ich, ja, lernt man das erste Mal, was es heißt, wenn man einen Sprung versiebt hat, was heißt, wenn man nicht die Leistung abrufen konnte, die man wollte. Und gleichzeitig ist es in diesem Alter auch noch einfach sehr viel Spaß und Freude. Genau. Ja. Du hast angetönt, dass deine Geschichte mehr ist als nur das Skispringen. Darf ich dich fragen, hat der Gott, der Glaube in diesem Alter eine Rolle gespielt? Bei dir, in deiner Familie, im Aufwachsen? Ja, ich darf auf diese Zeit zurückblicken, schon auf meine Kindheit und wissen, dass ich in einem christlichen Haushalt großgezogen wurde und entsprechend hat Gott mir eigentlich schon immer sehr viel bedeutet. Ich kann auch gar nicht von einem Erlebnis erzählen, wo ich sage, seit diesem Moment glaube ich an Gott, sondern für mich ist es wirklich ein Erwachsenwerden mit Gott gewesen. Und in diesem Alter, wo ich angefangen habe mit Skispringen, da war Gott mir schon nahe und ich hatte einfach immer das Gefühl, das ist ein Talent, das Gott mir gegeben hat. Ich glaube, etwas, was ich wirklich aus meiner Kindheit mitnehme, ist, dass Gott es gut mit mir meint, dass er mich liebt. Und für mich war das wirklich eine Art Berufung, hatte ich schon als Kind das Gefühl und für mich war einfach das klar, ich möchte das unbedingt machen. Also, und nicht nur der Ehrgeiz kam wie nicht nur von mir persönlich, sondern weil ich das Gefühl hatte, Gott schenkt mir Gelingen darin. Ja, also ich spüre, du hattest großen Ehrgeiz und viel Leidenschaft, aber auch irgendwie die Idee oder der Gedanke, dass eine Berufung von Gott ist, etwas, was Gott dir auf den Lebensweg mitgegeben hat. Genau. Ich habe einfach von klein auf immer wieder gehört, dass ich ein großes Talent habe beim Skispringen, durfte eben schon von klein auf gute Platzierungen erlangen und so habe ich das mit meinem kindlichen Glauben damit verknüpft, dass das eine Gabe Gottes ist. Ja, wir haben ein paar Bilder von Ladies Cup dabei, wo du hingegangen bist. Das sind internationale Wettkämpfe. Genau, das waren dann meine ersten internationalen Wettkämpfe mit circa 11 Jahren.
Genau, den Ladies Cup Serie gibt es leider nicht mehr. Das waren dann die ersten Wettkämpfe, wo ich tatsächlich nur noch gegen Frauen gestartet bin. Und die haben so in den europäischen Ländern stattgefunden. Da sind wir nach Italien gereist, nach Frankreich, nach Deutschland. Allerdings muss man auch hier nochmal betonen, bis dahin war mein Vater immer noch mein Coach und er ist mit mir überall hingefahren. Also er hat auch sehr viel eigentlich in dich investiert und dich begleitet. Und ja, sehr. Wir haben auch ein Bild hier, wo du also einen Pokal in der Hand hältst. In Toblach war das. Ich glaube, das gehört zu Italien. Da warst du auch erfolgreich bei diesen Wettkämpfen. Genau das waren dann meine ersten internationalen Wettkämpfe, wo ich Podestplätze holen durfte. Und an diese Zeit denke ich vor allem mit sehr viel Freude zurück, weil hier hat sich angefangen, eine Gemeinschaft unter den Skispringerinnen über die Grenzen hinaus zu gestalten. Auch mit der Gefahr, dass ich jetzt etwas vorgreife, aber zum Beispiel die Person, die hier jetzt rechts von mir steht, war dann später mal meine Zimmernachbarin. Also es ist wirklich, hier entsteht auch diese Gemeinschaft über die Konkurrenz hinaus. Und das fand ich etwas sehr Schönes. Ja, wir springen doch gleich dorthin, was du angetönt hast, Zimmernachbarin. Ich stelle mir vor, wenn man so begabt ist und irgendwie Siege holt oder international mithalten kann, dann steht ja irgendwann die Frage im Raum, kommt man ins Nationalkader, wie läuft das dann? Ich weiß jetzt aber, der Frauen-Skisprungbereich in der Schweiz, der ist ja nicht riesig oder so. Wie war das für dich? Genau, also vielleicht kann man da noch kurz, oder ist es noch wichtig für meine Geschichte, dass wir mittlerweile in dem Alter, wo ich ungefähr 11 Jahre alt war, sind wir nach Winterthur gezogen als ganze Familie. Und nach den Wettkämpfen im Ladies Cup, die angefangen haben, international zu werden, stellte sich natürlich die Frage, wie geht es weiter? Und es war auch einfach eine ganz pragmatische Frage, dass es für meinen Vater, der normal berufstätig war, und meine Eltern, die bis dahin alle Kosten getragen haben, es nicht mehr möglich war, in diesem Stil meinen Leistungssport zu unterstützen. Und normalerweise greift dann auch ein System, den Kadersport, dass man in einen Kader aufgenommen werden kann, wenn man entsprechende Platzierungen hat. Und leider war es tatsächlich zu meiner Zeit so, dass es kein Frauen-Skisprungteam mehr gab in der Schweiz. Ich war zeitweise wirklich die Einzige, die gesprungen ist für die Schweiz. Mittlerweile hat sich das wieder gebessert. Ich freue mich sehr, dass es jetzt ein Team gibt. Aber damals gab es das nicht. Und allein konntest du auch kein Team sein, irgendwie? Nein, irgendwie nicht. Nein, es ist irgendwie verständlich. Also der Swisski, wir waren da mit ihnen im Gespräch, aber die haben auch gesagt, wir haben einfach keine finanziellen Mittel, um ein ganzes Team, ein Techniker, ein Trainer, ein Athletiktrainer, all das nur für eine Person zur Verfügung zu stellen. Und dann hieß es, ja, wir müssen jetzt eine Lösung suchen oder ich muss aufhören. Und das stand im Raum, aufhören, das stelle ich mir nicht so einfach vor. Ja, für mich war das eine schwierige Zeit, weil es stand tatsächlich etwas auf der Kippe. Wir hatten dann die Möglichkeit, haben dann eine Lösung gefunden. Und zwar war das ein Internat in Österreich, in Stams, das ist ein bekanntes Sportinternat. Und dort hätte ich auf das Internat gehen können und gleichzeitig weiter für die Schweiz aber starten, aber mit dem Team vom Internat an die Wettkämpfe reisen. Ja. Und das war für mich so, Gott schenkt mir eine Lösung, ich darf weitermachen und er führt mir den Weg. Leider hat sich dann ziemlich schnell herausgestellt, dass das eben nicht der Weg war, der Gott für mich vorgesehen hatte. Denn ich durfte dort an die Wettkämpfe, an dem Aufnahmeprozess teilnehmen. Und obwohl ich auch dort den Aufnahmewettkampf gewonnen hatte... Also da musstet ihr Skispringen, alle haben das gemacht, die dorthin wollen und du hast gewonnen dort. Genau, obwohl ich diesen gewonnen habe, habe ich eine Absage bekommen. Einfach aus der Tatsache, dass sie nur einen einzigen Platz für das Frauenskispringen im Internat hatten und sie wollten den Vorzug einer Österreicherin geben, was irgendwie auch verständlich ist. In Österreich für die Österreicherin. Genau, ja. Und dann ist die Hoffnung ist dann wie geplatzt oder der Traum auch? Ja, ich kann mich noch sehr gut an den Moment erinnern, als mein Vater mir mitgeteilt hat, dass man ihn angerufen hat und gesagt hat, dass ich den Platz nicht habe. Und ich weiß wirklich noch, wie ich da in Tränen ausgebrochen bin. Und
das erste Mal wirklich mit Gott gekämpft habe. Okay. Ja, ich habe gezweifelt. Ich wusste nicht, wie es jetzt weitergehen soll. Ich hatte keine Perspektive mehr und ich glaube, ich habe das auch für einen Moment so stehen lassen müssen. Auch diese Verunsicherung, nicht zu wissen, wie es jetzt weitergeht. Und Also du warst verunsichert, wusstest nicht, wie es weitergehen soll, aber genau, hast auch mit Gott gekämpft. Was meinst du damit? genau, vielleicht, ich habe vorhin gesagt, dass ich immer das Gefühl hatte, Gott schenkt mir diese Begabung. Also war ich auch fest davon überzeugt, dass er mir den Weg freiräumt und freimacht und mir die Möglichkeit gibt, diese Begabung auszuüben. Und da bin ich das erste Mal an den Punkt gekommen, wo es hätte sein können, dass ich das eben nicht mehr kann. Und das hat mit meinem Gottesbild einfach nicht mehr übereingestimmt. Da war ich wirklich, wieso wird mir das verwehrt? Wie soll es dann weitergehen? Ich habe wirklich auch schon als Jugendliche vieles nicht machen können, einfach weil ich so fokussiert war auf den Sport. Und ich habe mich einfach gefragt, für was habe ich das alles gemacht? Und ich habe auch immer gedacht, ich mache das ja für dich, Gott, und jetzt willst du das nicht. Ich bin aber auch an den Punkt gekommen, dass ich gesagt habe, ich möchte trotzdem Gott vertrauen. Denn das ist auch etwas, was ich von meinen Eltern immer mitbekommen habe. Gott meint es gut mit uns. Und ich habe dann gesagt, ich möchte ihm ich möchte darauf vertrauen, dass er es trotzdem gut mit mir meint. Jetzt hast du vorhin angetönt, dass das deine Zimmernachbarin war im Internat auf dem Bild. Genau. Also irgendwie hat sich nachher etwas getan in dieser Geschichte und ist es trotzdem weitergegangen. Genau. Ja, ich würde sagen, es hat sich gelohnt, da weiterhin auf Gott zu vertrauen, denn es ging etwa eine Woche, da ist mein Vater auf die Idee gekommen, er könnte ja mal schauen, wie es in Deutschland aussieht. Er war selber deutscher Skispringer und hat herausgefunden, dass der Nationaltrainer vom deutschen Frauenteam ein ehemaliger Teamkollege von ihm war. Dann hat er einfach das Telefon in die Hand genommen und bei ihm angerufen und ihm meine Situation erklärt. Und der hat dann gesagt, ja, dass er mich kennt von den Wettkämpfen, eben von dem Ladies Cup, und entsprechend den Platzierungen, die ich damals schon erreicht hatte, würde ich bei Ihnen in einen Kader kommen und mit diesem Kaderstatus könnte ich bei Ihnen in Oberstdorf auf das Skiinternat. Das einzige Hindernis ist, ich muss einen Nationenwechsel machen, ich muss für Deutschland starten können. Und ich hatte eine Woche Zeit, mir das zu überlegen, ob ich das machen möchte oder nicht. Und dann hätte man diesen Prozess in Gang gesetzt. Ich bin relativ unter Zeitdruck gestanden, denn der Wechsel auf dieses Internat hätte im Sommer stattfinden müssen und wir befinden uns jetzt ungefähr so im Frühling. Und dieser Prozess von einem Nationenwechsel kann sich sehr in die Länge ziehen. Auf jeden Fall, ich glaube, für mich ist die Entscheidung nicht schwer gefallen, weil die Alternative wäre gewesen, aufzuhören. Und ich habe gesagt, hey, ich nehme diese offene Tür. Die andere wurde schließlich geschlossen und ich habe wirklich ein Segen nach dem anderen empfangen. Die Tatsache, dass dieser Nationenwechsel wirklich innerhalb von wenigen Wochen stattgefunden hat. Die FIS hat hier keine Steine in den Weg gelegt. Das Schweizer Nationalteam hätte verhindern können, dass ich den Nationenwechsel machen kann. Also es hätte so vieles schief gehen können, aber es ist alles gut gegangen und wenige Monate später wirklich war ich dann plötzlich dort in Deutschland auf diesem Internat und mit dieser neuen Teamkollegin als Zimmernachbarin in einem komplett neuen Umfeld mit 14 Jahren. Plötzlich ganz viele Perspektiven wieder aufgegangen. Ja. Mir ist aufgefallen, du hast gesagt, habe ich ganz viel Segen erfahren. Also da hast du auch irgendwie in Verbindung damit gebracht, dass Gott das irgendwie auch geführt oder diese Türen geöffnet hat? Für mich war es wie eine Antwort auf diesen Zweifel, auf dieses Zweifeln, auf dieses auch Flehen zu Gott, dass er mir weiterhilft. Und für mich war das die offene Tür. Ja. Und daran möchte ich heute noch festhalten, ja. Du hast gesagt, 14-jährig warst du, als du in dieses Internat kamst. Wir haben diesen Pokal hier, den du auch mit 14 Jahren gesprungen hast. Also bist mit dem Weltcup sehr schnell losgegangen. Dein erster Weltcup-Sprung auf den 2. Platz, das war schon ein Highlight. Das war ein sehr großes Highlight. Ja, ich bin wirklich da im Sommer
2013 auf dieses Internat gekommen. Ich wurde in einen C-Kader eingeteilt, aber aufgrund den Leistungen, die ich dann noch in diesem Sommer erbracht habe, habe ich mich bereits in das Weltcup-Team gekämpft und durfte an meinem ersten Weltcup teilnehmen. Und dort bin ich dann genau gleich auf dem 2. Platz gelandet. Und dieser 2. Platz ist nicht nur, oder war für mich nicht nur sehr spektakulär, überhaupt Zweite zu werden, sondern wir haben uns in einem Olympiazyklus befunden. Und mit diesem 2. Platz habe ich mir gleich einen Startplatz an der Olympiade 2014 in Sochi ergattert. Wow, und das als 14-Jährige, Genau. das muss man sich auch noch vorstellen, oder? Genau. Ja, also eigentlich eine verrückte Geschichte. Du springst da und auf den 2. Platz, Weltcup. Da sind ja alle die Besten von der ganzen Welt da, oder? Springen da mit. Ja. Und hast dich dann qualifiziert Genau, und hast dich gefreut, dass du nach Sochi gehen konntest, an die Olympiade. auf jeden Fall sehr. Und auch dort würde ich sagen, ich bin zu diesem Weltcup gegangen, einfach mit der Freude, dass ich hier sein darf, weil Gott mich hierher gebracht hat. Und mit dieser Freude bin ich gesprungen und ich glaube, das war für mich persönlich ein Schlüsselmoment, wieso ich dort auch diese guten Leistungen abrufen konnte. Springen mit Freude. Ja. Ja. Und ich habe gelesen, dass du an Olympiade gehen konntest. Das verdankst du eigentlich, dass du nicht 4 Stunden später auf die Welt gekommen bist. Kannst du das kurz erklären? Sehr gerne. Genau, bei der Olympiade, also bei der Winterolympiade, muss man sagen, gibt es eine Altersbegrenzung. Das heißt, es gibt immer einen Jahrgang, der festgelegt wird als der jüngste Jahrgang, der teilnehmen darf. Und in diesem Jahr war mein Jahrgang der jüngste Jahrgang, der überhaupt teilnehmen darf. Und da ich am 31.12. Geburtstag habe, hätte ich wirklich wenige Zeit später, wäre ich am 1.1. auf die Welt gekommen, ein Jahrgang später, wäre ich einfach aufgrund meines Alters nicht zugelassen worden, unabhängig von meinen Leistungen. Ja, also du warst wirklich die jüngste von allen Olympiateilnehmern. Genau, entsprechend. Es gab noch 1, 2 auch so junge Athleten, nicht in unserer Sportart, aber genau, aufgrund meines Geburtstages kann man sagen, dass ich die Jüngste war. Genau. Und dann warst du da an der Olympiade. Wie war es da? Was hast du da erlebt? Also die Olympiade ist natürlich mein großes Highlight von meiner ganzen Karriere. Es war wirklich wie Weihnachten, das nicht mehr aufhören wollte. Ein mega Erlebnis. Leider wurde ich schwer krank, wirklich bei der Olympiade. Okay. Und ich bin jemand, der eigentlich nicht sehr anfällig ist, aber dort hat es mich wirklich erwischt. Und es war lange Zeit wirklich auf der Kippe, ob ich überhaupt teilnehmen kann. Also ich stelle mir nur vor, da warst du da irgendwo in diesem Sochi in irgendeinem Zimmer oder so und warst richtig krank und wusstest nicht mal, ob du springen kannst. Genau. Und das war, glaube ich, wieder ein erneuten Moment, wo ich einfach viel auch im Gebet bei Gott war. Ich wusste, es kann sein, dass ich jetzt eigentlich hier an meinem Traum stehe, den ich schon mit 8 Jahren gefasst habe und nicht daran teilnehmen kann. Und ich wusste, er kann heilen, ich wusste, er kann mich gesund machen. Und ich habe einfach auch gemerkt, wie dort ich sehr viel Gegenwind erfahren habe. Ja, Und also sehr wie viele Gegenwind? Anfechtungen. Nicht auf der Schanze, irgendwie sonst? Nicht auf der Schanze. Zum einen, dass ich einfach krank war und dann gab es einen Sportpastor, der mich besuchen wollte, um für mich zu beten, damit ich auch wieder daran teilnehmen kann. Es ging über mehrere Ecken von meinen Eltern zu Hause aus. Und mein Trainer wollte nicht, dass ich diesen Pastor treffe. Einfach, ich kann gar nicht genau sagen, wieso nicht, aber es wurde mir tatsächlich verboten. Okay. Und ich habe mich dann trotzdem rausgeschlichen, weil es mir persönlich so wichtig war, diesen Pastor zu treffen, was nicht ganz ohne Folgen geblieben ist, aber trotzdem dieser Moment, dass ich ihn treffen konnte und dass er einfach für mich gebetet hat, das ging 10 Minuten, hat mir geholfen, hat mir Kraft gegeben. Es hat mir auch gezeigt, dass Leute da sind, mit mir, für mich beten. Und schlussendlich, ich war nicht komplett geheilt, dass ich komplett fit war, aber ich war so gesund, dass ich daran teilnehmen konnte. Und für mich war das alles, was ich gebraucht habe in diesem Moment. Natürlich hätte ich gerne eine Bestplatzierung gemacht. Es ist immer das Ziel eines Athleten, besser zu werden, noch bessere Platzierungen zu holen. Und natürlich hätte ich gerne auch
den 2. Platz bei der Olympiade erreicht. Aber mit dieser Vorgeschichte war es für mich einfach ein Segen, dass ich überhaupt daran teilnehmen durfte. Wir haben hier das Bild von diesem Sprung, Genau. wirklich an Olympiade. Wenn ich ein bisschen kritisch fragen darf, du hast gesagt, du hast Gott gesucht, du hast das Gebet gesucht mit diesem Sportpastor, damit du wieder gesund wirst, damit du springen kannst. Also hast du eigentlich von Gott einfach erwartet, dass er dir Erfolg schenkt in der Karriere. Ja, genau. Ich glaube, das, was ich zu Beginn gesagt habe, dass ich mit dieser Freude und einfach, weil ich das Gefühl habe, Gott gibt mir die Begabung an diesen Weltcup, meinen ersten Weltcup daran teilnehmen durfte. Diese Freude habe ich immer mehr verloren, umso mehr Wettkämpfe ich teilgenommen habe. Und entsprechend wurde Gott für mich auch immer mehr ein Instrument. Okay. Denn wenn man die Kehrseite der Medaille ist, wenn man mit so einem guten Ergebnis einsteigt, dann möchte man dort zurück. Man möchte besser sein eigentlich. Und eigentlich war der erste Platz nur noch gut genug. Bereits der zweite Wettkampf nach diesem, also mein zweiter Weltcup, bin ich immer noch unter den Top 10 gewesen. Ich wurde 8. und ich war enttäuscht und unzufrieden. Okay. Obwohl das eigentlich eine unglaublich immer noch mega gute Platzierung war. Und das gleiche Jahr habe ich vielleicht auch etwas bei der Olympiade gemerkt, aber es wurde immer extremer, umso mehr Wettkämpfe ich teilgenommen habe. Also Gott war für mich immer noch zentral, war für mich immer noch wichtig, aber dieses Verständnis, dass Gott es gut mit mir meint, dass dieses Talent meine Identität ist, wurde immer stärker. Und das hat dazu geführt, dass ich vor den Wettkämpfen noch extra viel mehr Worship-Musik gehört habe, noch mal extra mehr gebetet habe, in der Absicht, mir einen Vorteil zu verschaffen eigentlich, wenn man es ernst nimmt. Und also ich bete mehr, ich höre Lobpreismusik, Worship, dann wird Gott vielleicht auch mehr zurückschenken, so instrumentalisiert. Das meinst du mit instrumentalisiert? Genau. Das, ja, er mir hilft dann, die gute Leistung abzurufen. Und entsprechend ist auch die Frage, was passiert dann, wenn es eben nicht klappt. Und es hat sehr oft dann nicht geklappt. Es hat nicht nur dazu geführt, dass ich nach den Wettkämpfen dann sehr enttäuscht auch von Gott war, wobei ich dann auch weniger ihm die Schuld gegeben habe, weil ich habe gelernt als Kind, Gott ist gut und er hat einen guten Plan für mich. Also wenn es dann doch nicht geklappt hat, gibt es ja einen Grund dafür und das war dann schlussendlich doch auch wieder ich. Also es hat auch sehr oft dazu geführt, dass ich mich selber verurteilt habe, angeklagt habe, enttäuscht von mir selber war. Eine gefährliche Spirale. Ich habe mir notiert, dass du mit 16 Jahren dich taufen lassen hast. Etwas ganz anderes. Wie kam es dazu und wieso hast du das gemacht? Ich wollte mich schon ganz lange taufen lassen. Es war einfach ich war so eingebunden in den Sport, ich hatte gar nie die Zeit dafür gefunden. Und ich glaube, die Taufe war für mich dann schon auch nochmal ein Moment zu sagen, ich möchte heraustreten aus diesem Leistungssport-Zirkus und mich nochmal ganz neu Gott hingeben. Und ich habe das dann gemeinsam mit meiner Schwester gemacht, hier in der Schweiz, wirklich nur in der Familie. Und das war für mich ein sehr, sehr schöner Moment. Und trotzdem war das nicht der Moment, der meine Beziehung zu Gott geändert hätte oder wo ich sagen könnte, da habe ich jetzt ein neues Verständnis von Gott bekommen. Es war vielleicht auch wiederum die Idee dahinter, zu sagen, damit kann ich Gott noch mehr für mich gewinnen. Aber ich war so sehr an diese Identität des Leistungssportes geknüpft, dass ich glaube, dass auch durch die Taufe nicht ganz loswerden konnte. Und dennoch habe ich dort einen Vers mit auf den Weg bekommen, der mich von da an immer begleitet hat und mich ermutigt hat. Ja, genau. Welche war das? Das ist Josua 1,9 und zwar wirklich, sei mutig und stark, fürchte dich nicht, denn ich, dein Herr, bin bei dir, wohin du auch gehst. Und gerade dieses, ich bin bei dir, wohin du auch gehst, seien es Erfolge, seien es Niederlagen, das habe ich wirklich neu für mich entdeckt. Also das hast du dort mitgenommen und hat dann später eine tragende Rolle auch gespielt. Genau. Ja. Du hast angetönt, dass das nicht einfach immer so weiterging. Wir springen ein bisschen vorwärts. Du hast ja sehr jung deine Karriere sehr erfolgreich begonnen
aber als du 19-jährig warst, immer noch sehr jung, am 4. Dezember 2018 ist etwas Einschneidendes passiert. Erzähl uns davon. Genau. In dieser Saison habe ich es leider nicht geschafft, in das Weltcup-Team zu kommen. Es durften immer nur die besten 6 aus unserem Team. Entsprechend bin ich an die Continental Cups gefahren. Das ist einfach die Wettkampfstufe unter dem Weltcup, also die zweithöchste Wettkampfstufe. An einen Wettkampf nach Norwegen und da ich aber bis dahin eigentlich immer im Weltcup gesprungen bin ich mir unterschiedliche Bedingungen oder andere Bedingungen bei den Schanzen gewohnt gewesen. Und zwar betrifft das den Anlauf. Bei jedem Wettkampf entscheidet die Wettkampfleitung, wie viel Anlauf man bekommt für den Sprung. Das heißt, umso mehr Anlauf, umso schneller ist man, umso weiter kann man springen. Und wenn man viele hat, die sehr weit springen, dann wird der Anlauf verkürzt, damit man nicht zu weit springt auf dieser Schanze. Und ich hatte schon sehr gute Trainings auf dieser Schanze und habe mich natürlich darüber sehr gefreut und war motiviert, mal wieder ein Erfolgserlebnis zu haben. Und dann wurde uns relativ viel Anlauf gegeben und ich hätte wissen können, dass das vielleicht etwas zu viel ist oder ich wusste auf jeden Fall, dass es sehr viel ist. Also um das wirklich klar zu machen, man springt ja da und je weiter man springt, was ist das Problem? Also je weiter man springt, umso besser, weil man bekommt natürlich mehr Punkte und kann natürlich gewinnen. Es ist allerdings so, wenn man einen Schanzenverlauf betrachtet, dann gibt es den kritischen Punkt, das ist der steilste Punkt im Auslauf und nachher beginnt sich der Auslauf wieder Richtung die Horizontale zu wenden. Also flach zu werden. Flach quasi, zu werden, ja. Genau. Und umso weiter man springt, umso mehr man in die Fläche kommt, umso mehr Druck verursacht das. Umso mehr wird es, wie wenn man einfach, keine Ahnung, man vergleicht es meistens, wenn man sehr weit springt, dass man von über 3 Meter Höhe einfach auf einen Betonboden herunterspringt. Ja, das ist sehr viel Druck. Ja. Genau. Und nicht zu empfehlen eigentlich. Nicht zu empfehlen und ich war da oben und hatte diese Länge des Anlaufs und weder die Wettkampfleitung hat für mich verkürzt, noch mein Trainer, der intervenieren hätte können. Also habe ich gesagt, ja, no risk, no fun. Das war tatsächlich mein Gedanke. Ja. Und ich war wirklich an dem Punkt, wo ich gesagt habe, ich möchte weit springen, ich möchte riskieren. Normalerweise war ich nicht so die Person, die bereit war zu riskieren. Und genau ist mir das dann passiert, dass ich sehr weit gesprungen bin, in diese Fläche, wo es schon wieder flach ist alles. Schon ziemlich flach war, genau. Und entsprechend war einfach der Druck für mein Knie zu hoch. Und ich habe mir dabei das Kreuzband gerissen, was eine gängige Verletzung beim Skispringen ist, genau aufgrund dieses Drucks. Wissenschaftler haben das mal nachgeprüft. Man geht davon aus, dass beim Springen bis zu 5 Tonnen Gewicht auf das Kreuzband sich ausübt. Und je nachdem, da braucht es nur eine kleine Unebenheit. Bei Schnee ist es häufig, dass es Unebenheiten gibt und das Knie steht nicht in der optimalen Position und dann sind die 5 Kilo zu viel. Ja, und das gerissen? 5 Tonnen. 5 Tonnen Druck. 5 Tonnen, ja, Entschuldigung, genau. Ja, und bei mir ist das gerissen. Und das war natürlich ein Wendepunkt meiner Karriere. Denn man muss sagen, in meinem Team, wie gesagt, war das schon üblich. Ich war die 7. in meinem Team, die sich das Kreuzband gerissen hat. Okay. Also wir wussten, dass das passieren kann. Und ich war aber immer davon überzeugt, mir wird das nicht passieren, weil ich habe ja Gott. Das ist auch wieder so ein Gedanke. Auch wieder so, ja, genau. Ja. Und es ist passiert. Und das bedeutete Saison aus? Ja, Saison aus. Das ging dann alles ziemlich schnell. Zurück nach Deutschland. Wir hatten einen Teamchirurgen, der all diese Kreuzbänder operiert. Da hat man dann ziemlich schnell einen Termin bekommen. Dann wurde man operiert. Dann ging es in die Reha-Zeit. Das ist alles ziemlich schnell durchgetaktet und im Leistungssport ist es entscheidend, dass man so schnell wie möglich zurückkommt, damit man den Anschluss nicht verliert. Und interessanterweise war ich etwas überrascht von mir selber, weil natürlich war ich enttäuscht. Ja. Ich habe aber auch gespürt, wie das eine Möglichkeit ist, eben ein Stück rauszutreten aus diesem Zirkus. Und ich habe in diesem Jahr auch gerade meinen Schulabschluss gemacht und ich hatte noch nie so viel Zeit zum Lernen und ich glaube, ich hätte nie so einen guten Abschluss machen können, wäre ich dort nicht verletzt gewesen. Ich habe die Möglichkeit gehabt, mal
Sachen zu machen, die ich schon immer tun wollte. Ich wollte schon immer Gitarre lernen. Also so wieder etwas Gutes auch der ganzen Sache Genau. abgewinnen. Und ich habe darin Gottes Frieden gespürt. Auch da, ich hatte zuerst natürlich meine Kämpfe. Für einen Leistungssportler ist eine Verletzung immer schwierig. Und dennoch habe ich es dort wie geschafft, gespürt zu sagen, ich nutze das, auch meine Beziehung zu Gott neu zu denken, neu kennenzulernen und zu erfahren. Ich hatte wie das Gefühl, Gott möchte mir sagen, ich habe noch so viel mehr für dich bereit, wie nur der Sport. Ja. Und jetzt hast du Zeit, das herauszufinden, was das ist, zu erleben, was es bedeutet. Auch noch anderes zu machen, wie nur der Sport. Aber im Sommer hattest du die Möglichkeit, wieder einzusteigen. Genau. Hast diese Chance genutzt? Auf jeden Fall. Genau, ich durfte dann wieder springen und ich bin mit dieser Freude, die ich damals auch schon für den Weltcup-Start hatte, bin ich zurückgekommen auf die Schanze. Und ich habe wieder an Wettkämpfen, also an Sommerwettkämpfen teilgenommen. Ja, das sehen wir hier, Sommerwettkämpfe, das geht im Skispringen ja recht gut, Genau, oder? das ist gar kein Problem. Habe ich meistens noch lieber gehabt, wenn man da nicht so viel frieren musste. Also das war auf dem Weg zum ersten Sprung Genau, das war tatsächlich nach der Verletzung. Kurz vor dem ersten Sprung, genau. Ich war total nervös, wenn man so lange nicht gesprungen ist, hat man diesen Respekt vor der Schanze, aber gleichzeitig auch einfach, hält das Knie oder hält es nicht. Aber ich bin mit einer Freude zurückgekommen auf diese Schanze. Ja. Wirklich. Diese Freude hat sich auch wiederum in der Leistung gezeigt. Also ich hatte rein technisch gesehen, ich bin nicht viele Wettkämpfe gesprungen, hatte auch nicht ganz so gute Platzierungen dort. Das hat mir damals nicht so viel bedeutet. Aber rein technisch gesehen nie so einem guten Niveau gesprungen wie damals. Hattest du das Gefühl, jetzt startest du durch? Genau. Und das bist du dann auch? Ja. Ja, genau das Gefühl hatte ich, jetzt kann ich durchstarten. Ich durfte dann wieder teilnehmen an den Ausscheidungsspringen für das Weltcup-Team. Und dieses Ausscheidungsspringen hat in Garmisch-Partenkirchen stattgefunden. Vielleicht kennen einige diese Sprungschanze, die wird auch jährlich bei den Vierschanzentournee gesprungen von den Herren. Eine große Schanze, eine 140er. Und für diesen Wettkampf habe ich mir einen neuen Anzug machen lassen und man wusste, der Anzug ist entweder ein richtiger Flop, es ist abhängig von der Technik, die man springt, oder er ist wirklich eine Rakete. Dass er einem weit trägt. Genau, dass er einem Beschleunigung gibt, dass man ein richtiges, gutes Luftpolster mit dem Anzug hat und ich hatte Freude, den zu testen. Und einen Tag vor diesem Ausscheidungswettkampf habe ich das ausprobiert und er war eine Rakete, aber wieder eine Rakete zu viel für mich. Okay. Mir ist praktisch das Gleiche erneut passiert. Ich bin nicht ganz so extrem weit gesprungen wie bei dem letzten Unfall, aber trotzdem der weiteste Sprung meiner Karriere habe ich leider als letzten Sprung gemacht mit 134 Metern. Wow. Und, aber auch dort mit diesem frisch operierten, noch nicht ganz verheilten Knie, also es war noch nicht mal ein Jahr her, seit der letzten Verletzung, war der Druck erneut zu groß und das gleiche Kreuzband ist wieder gerissen. Ja. Kreuzband wieder gerissen. Genau. Und ja, wenn ich an diesen Moment zurückdenke, ist es für mich der schwierigste Moment meines Lebens, weil dort wusste ich, 2 Kreuzbandrisse hintereinander sind für einen Leistungssportler das Aus. Und also hast du in diesem Moment gedacht, jetzt ist es vorbei mit Skispringen? ja, wirklich. Natürlich sagt das einem keinen und jedem spricht einen in diesem Moment gut zu, aber die Wahrheit ist, jeder Sportler weiß das. Es gibt Leute, die kommen auch nach 2 Kreuzbandrisse wieder zurück, wenn sie weiter auseinander liegen. Ja. Aber wenn sie so neu sind, ist so kleine Wahrscheinlichkeit. Genau, man verliert zu viel Zeit. Man ist dann 2-3 Jahre aus dem Wettkampfgeschehen draußen. Und das war der Moment, wo diese Beziehung, die ich damals zu Gott hatte, bewusst eingerissen habe. Okay, also du hast dann wieder Gott instrumentalisiert, war wieder dieser Gedankengang da? Ich war einfach so enttäuscht. Ich war davon überzeugt, dass ich seinem Ruf gefolgt bin, dass ich neue Sachen ausprobiert habe, dass ich Neues erleben durfte. Und trotzdem habe ich diesen Wunsch verspürt, erfolgreich zu sein in diesem Sport,
dass ich das nutzen kann. Ich wollte das ja immer für Gott benutzen. Ich wollte ja diese Wettkämpfe und diese Podeste dazu nutzen, um dann ihm die Ehre zu geben. Und ich konnte nicht verstehen, wieso er mir das nicht erlaubt. Ja. Und ich glaube, in diesem Moment, wo ich wusste, jetzt habe ich keine Chance mehr, das zu tun, war ich so enttäuscht von Gott. Ich habe wirklich auch gekämpft mit mir selber, weil meine ganze Identität war einfach immer noch mein Sport. Und es kam dann dazu, dass ich länger nicht operieren konnte, man nicht wusste, wie es jetzt weitergeht mit dem Knie. Und es war einfach die Tatsache dadurch, dass ich davor meinen Schulabschluss gemacht habe, dass ich keinen Grund hatte, im Morgen aufzustehen. Weil eigentlich hat mein Alltag so ausgesehen, dass ich aufstehe, trainiere, Mittagspause mache, trainiere Ja. oder Also das du hast gab's nicht eigentlich mehr. deinen Lebensinhalt wie verloren, Genau. aber auch ein Stück weit deinen Glauben. Ich würde nicht sagen, dass ich meinen Glauben verloren habe, sondern ich habe mich bewusst von Gott abgewendet. Ich habe gesagt, wenn das Leben mit dir so aussieht, dann kann ich es auch alleine probieren. Oder dann möchte ich es auch alleine probieren. Was nützt es mir dann? Was bringt mir das? Und jetzt zum Skispringen bist du ja wirklich seit da nicht mehr zurückgekommen. Nein, das war tatsächlich mein letzter Sprung und das ist auch das, denke ich, das, was mich am meisten ich noch zu kämpfen habe, dass ich nie wieder springen konnte. Und dennoch, ich glaube, ich musste mich, oder diese Erfahrung, die ich dort gemacht habe, auch der Gottverlassenheit, auch wenn ich sagen würde, ich habe mich bewusst von Gott abgewendet, habe ich mich von Gott verlassen gefühlt, weil er hat mich im Stich gelassen, er hat mir nicht geholfen. Ich Ja. habe es immer und immer wieder versucht, auch wenn es vielleicht auch egoistisch gewesen ist, auch wenn ich natürlich immer meine eigene Agenda hatte. Ich habe es ja versucht, ich wollte ja ihm die Ehre geben. Und in diesem Moment habe ich mich zwar von ihm abgewendet, aber auch, weil ich das Gefühl hatte, er hat mich verlassen, er möchte mir nicht helfen, er möchte mich nicht heilen, er möchte mich nicht nutzen. Also in diesem Moment ist wie das Skispringen, diese Geschichte war wie zu Ende, aber die Geschichte mit Gott nicht. Wie ist die dann weitergegangen? Genau, ich habe dann ein paar Monate gesagt, ich möchte jetzt bewusst nichts mit Gott zu tun haben. Ich habe das auch meiner Familie kommuniziert. Ich möchte nicht beten, ich möchte keine Worship-Musik hören. Und das hat aber eher dazu geführt, dass ich nur noch mehr in dieses depressive Verhalten abgerutscht bin, eben nichts zu tun zu haben. Sich in seinen eigenen Gedanken zu drehen, hat auch nicht wirklich geholfen. Und es kam dann zu einem entscheidenden Moment für mich, wo ich hatte gerade eine OP für mein Knie, das war nur eine Vorbereitungs-OP, ich war da im Krankenhaus. Dann hat mir über Instagram ein anderer Sportler geschrieben, ich kannte den nicht, er kannte mich anscheinend über irgendwelche Ecken und Bekannten. Und er hat mir geschrieben, hey, morgen findet ein Treffen online statt von einer Sportlergemeinschaft, ob ich nicht Lust hätte, dazu zu kommen. Und wo ich gesehen habe, dass der Pastor, der diese Gemeinschaft leitet, der Pastor ist, der ich in Sochi bei der Olympiade kennengelernt habe, der für mich gebetet hat, habe ich den Mut zusammengerissen und gesagt, okay, mein Leben ist jetzt nur noch schlechter, nur noch depressiver geworden. Ich möchte dem eine Chance geben. Ja. Und ich habe da teilgenommen und die Tatsache, dass das alles Sportler waren, die besser als alle anderen um mich herum verstehen konnten, was es bedeutet, wenn man das verliert, für das man sein Leben lang gekämpft hat, und mich ermutigen konnten, auch mit ihren Glaubensgeschichten. Da habe ich mich wieder Gott zugewendet und festgestellt, dass er immer noch da war. Er hat mir immer noch sozusagen bildlich die Hand hingestreckt und darauf gewartet, dass ich mich wieder ihm zuwende. Ich habe dann angefangen, mich mehr zu investieren in diese Gemeinschaft, bis zu wöchentlichen Treffen mit Austausch und immer mehr gemerkt, dass meine Beziehung zu Gott einfach, die musste vielleicht ein Stück weit so in die Brüche zu gehen, dass ich lernen konnte, dass ich Gott nicht für mich meine Zwecke benutzen kann. Und es hat eine Zeit angefangen, wo ich Gottes Liebe auf neue Art und Weise kennengelernt habe. Und ich muss auch sagen, eine Zeit angefangen, wo ich einfach diese Vorstellung, dass ich mit meinem Leistungssport Gott dienen kann, loslassen musste. Du hast am Anfang gesagt, Skispringen hat viel mit Loslassen zu tun. Das heißt,
der Glaube hat für dich auch mit Loslassen zu tun gehabt in diesem Moment. Sehr fest. Ich musste durch diese sehr schmerzhafte Erfahrung lernen, dass meine Identität nicht an meinem Leistungssport hängt, an Leistung überhaupt. Und ich glaube, ich bin von klein auf in dieses Denken hineingerutscht, dass das meine Identität sein könnte. Und solange ich das nicht aufgeben konnte und wirklich loslassen konnte, hätte ich nie erfahren können, dass meine Identität eigentlich in Gott zu finden ist. Und auch wenn es eine extrem schmerzhafte Erfahrung ist und immer noch, also war und immer noch ist, ich würde sagen, nicht, dass Gott mich durch diese schmerzhafte Erfahrung geschickt hat, aber dass er sie auf jeden Fall für sich genutzt hat. Und auf jeden Fall dafür genutzt hat, dass ich heute mit Freude auf diese Leistungskarriere zurückdenken kann und immer noch das Gefühl habe, Gott hat mich genutzt und nutzt mich jetzt immer noch, auch mit den Erfahrungen, die ich gemacht habe. Aber eben halt nicht so, wie ich das gern gehabt hätte. Wie ein anderer Weg, der Gott bereit hat, in dem Moment, wo du das loslassen musstest, mit dem ganzen Erfolg, Leistung von dem Skispringen. Genau. Jetzt hast du auch gesagt, beim Skispringen ist man ja nicht im luftleeren Fliegen, sondern man spürt, wie man getragen wird von etwas Unsichtbarem. Hast du das dann auch so erlebt? Auf jeden Fall. Für mich hat vielleicht dort die Zeit angefangen, wo ich gespürt habe, was es heißt, von diesem Unsichtbaren im Leben getragen zu werden. Ich habe vielleicht diese Extremen gehabt, dass ich von klein auf ein Ziel hatte, auf das ich hingearbeitet habe. Das war meine Vision, das war meine Vorstellung, so sollte es aussehen. Und das ist gekippt zu diesem, ich habe keine Ahnung, was ich mit meinem Leben machen soll. Wirklich kein Plan. Ich weiß nicht mal mehr genau, in was ich gut drin bin. Weg von diesem extremen Leistung ist meine Identität zu, was ist eigentlich meine Identität? Und dieses Loslassen, in sich tragen lassen von dem eben Nichtwissen, von eben nicht planen, was jetzt gerade, auf was ich hinarbeiten möchte, sondern einfach offen zu sein, was Gott für mich bereithält, das hat dort begonnen. Und das hat mir auch dort hat mir wieder ein Bibelvers geholfen. Ich habe an 3 unterschiedlichen Gelegenheiten durfte ich einen Bibelspruch ziehen und einmal hat jemand anders für mich gezogen. Und 3-mal habe ich den Vers gezogen, Psalm 46,10, Be still and know that I am God. Ja, haben wir auch hier bereit. Genau. Und das war das neue Motto dann für mich. Ich warte ab, nicht im Sinn von, ich bin tatenlos und ich bin frustriert, sondern ich bin einfach ruhig und ich warte darauf ab, weil ich weiß, Gott ist mächtiger als alles, was ich mir vorstellen kann und er wird es planen. Und diese neue Beziehung, die sich dadurch auch durch Gott ergeben hat, ist die, die mich wirklich getragen hat und eben nicht mehr meine Leistung. Bist du dankbar für das, was du in dieser Zeit lernen konntest, wie du Gott neu kennenlernen konntest? Auf jeden Fall. Ich würde sagen, das ist die Grundlage für diese Beziehung, die ich auch heute noch mit Gott pflegen darf. Und trotzdem bin ich ein Mensch, der immer wieder genau darin herausgefordert wird, eben nicht mich abhängig zu machen von meiner Leistung, auch immer wieder daran zweifle, meint es Gott wirklich gut mit mir oder wieso geschehen diese schwierigen Sachen, wieso hilft er nicht, wieso heilt er nicht. Ich glaube, das sind Fragen, die jeder Einzelne von uns schon mal begegnet ist in seinem Leben. Aber dann darf ich mich von meiner eigenen Geschichte ermutigen lassen und zu sagen, vielleicht brauche ich momentan keine Antwort darauf, aber ich darf ruhig sein und auf Gott vertrauen, dass er seine Weisheit schlussendlich sprechen lassen wird. Wir haben jetzt einen langen Sprung, eine lange Flugphase. Wir kommen langsam zur Landung. Ich habe 2 spannende Fragen zum Schluss an dich. Heute studierst du Theologie an der Uni Zürich, bist schon im Masterstudiengang. Man spürt bei dir die Freude und Leidenschaft, auch mit Jesus unterwegs zu sein. Wenn du jetzt zurückschaust und deinem alten Ich, wo du etwa 15-jährig vielleicht warst, so voll in dieser Leidenschaft fürs Skispringen, wenn du jetzt deinem alten Ich etwas sagen könntest, einen Tipp geben könntest, vielleicht könnte man auch sagen, anderen Leuten, die so leidenschaftlich einem Erfolg nachjagen, was würdest du dir sagen? Ich glaube, ich würde mir selber immer wieder
zusprechen, dass der Wert von mir selber nie daran hängt, was ich bin, was ich tue oder was ich mache, sondern eigentlich alleine darin, dass ich geliebt bin von Gott. Und ich weiß, es hört sich irgendwie so ein bisschen fromm an und auch etwas, was man eigentlich weiß, aber ich glaube, wir vergessen das so schnell wieder, immer wieder in unserem Alltag, und das ist etwas, wo ich nicht kannte und nicht wusste, als ich mit 10 Jahren nur diesem Erfolg nachgestrebt bin. Und dann die letzte Frage, die ich an dich habe. Du hast gesagt, du hast das so wie festgehalten und musstest lernen, das loszulassen, diese Orientierung an diesem Leistung und Erfolg. Was würdest du Menschen empfehlen, die auch so etwas festhalten oder nachjagen und die vielleicht denken, Moll, ich will das gerne loslassen, aber fällt einfach extrem schwer? Die Tatsache, dass wir das Gefühl haben, wir können mit Leistung Gott ehren, ich glaube, das ist eine Vorstellung, die wir loslassen müssen. Ich glaube, Gott kann und er benutzt ganz viele Leute auch durch ihren Erfolg. Und dennoch ist es doch erstaunenswert, dass wir in der Bibel so oft von den Geschichten lesen, wo Gott eben die Leute benutzt, die nichts zu bieten haben, wo Jesus zu den Armen und Blinden hingeht. Und ich glaube, das soll uns entlasten, dass wir eben nicht leisten müssen, um Gott Ehre bringen zu können, um uns von ihm benutzen lassen zu müssen. Ich glaube, diese Vorstellung, ich muss zuerst das und das erreichen, dass Gott mich dann benutzen kann, dass Gott mich mit mir sich offenbaren kann an mir. Ich glaube, diese Vorstellung dürfen wir als Ermutigung einfach loslassen, sondern genauso wie wir sind heute, mit all unseren Schwächen, mit all unseren Ängsten, genauso möchte Gott uns nutzen. Vielen, vielen Dank, Janina. Vielen Dank für die mega persönlichen Einblicke, für all die verschiedenen Gedanken, wo sicher jeder einen Punkt mitnehmen kann. Wir wollen dir ein kleines Dankeschön mitgeben, für das du ja nicht nur hier warst, sondern auch einfach bereit warst, dein Herz zu teilen, dein Leben, deine Erfolge, aber auch deine Herausforderungen. Danke vielmals.